Es geht, Leute. Wir haben Mittwoch. Da könnte ich mich so langsam dran gewöhnen, jeden Tag zu vloggen. Ich weiß nicht, ob das Ganze für euch interessant ist. Ist nicht so kreativ geschnitten wie die restlichen Videos, da ich halt jeden Tag Content produziere. Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Mit, wie gesagt, Poker und Kinder und Live-Duties und so weiter ist Vloggen eigentlich nicht so einfach. Deswegen leidet die Qualität vielleicht ein bisschen daran, aber dafür habt ihr jeden Tag Updates, wie es an den Tischen läuft und wie es mir so geht. Also starten wir jetzt den Tag erstmal ein bisschen hier draußen in der Sonne. Ich werde hier ein bisschen Gewichte heben und so, ein bisschen trainieren. Vielleicht ein paar Bahnen schwimmen, wenn die Kinder gleich schlafen. Und dann Online-Poker. Come on, nap time. Let's go, let's go, let's go. Hello, Nojan for 2-5 please. What was the name? I'm sorry. Nojan, N-O-J-A-N. You got it, no, John. Thank you. So I bought that for $100. Obviously not knowing how to. Ich höre hier einen Podcast von jemandem, der in ganz kurzer Zeit von NL50 auf High Stakes aufgestiegen ist. War ziemlich cool. Ich glaube, kommt aus Österreich. Online sind wir $15 down, obwohl wir am Anfang 2 Stacks direkt verloren haben. Ich habe NL50 und NL100 gespielt. Also $15 minus ist jetzt auch nicht, es war sogar, glaube ich, nur $13, aber ist auch egal. Die holen wir gleich wieder in einem Turnier am Cash Game Tisch rein. Jetzt ab zum Aria, Leute, sind wir wieder auf der Liste für 2,5. Wieder gleiche Plan bis 12. Wenn ich dann noch fit bin, dann ein bisschen länger. Aber das entscheiden wir dann so um 12. Bis gleich. Das ist ein E46, Leute. Cabrio. Ich habe gestern M3 hier noch gesehen. E46 Cabrio. Das wird mein nächstes Auto. Session mit einem Minus von $382 beendet, Leute. Wir haben 5:20 Uhr. Von wegen nur bis 12 spielen. Aber schon lustig, wie das manchmal läuft. In manchen Sessions setzt du dich hin und zack, boom, bis 1.000-2.000 plus. Und heute ging einfach mal gar nichts. Hab mich hingesetzt, haben wir irgendwie so Flush verpasst und Flip verloren und so weiter. Da war ich mal $1.000 minus und hab dann so bis 3 Uhr morgens Gas gegeben und war wieder Break-Even. Bis sich dann irgendwie so ein kleiner Fettsack mit Brille an meinen Tisch gesetzt hat. Das sah aus wie ich, nur ein bisschen fetter. Der hat sich dann mit $200 hingesetzt und ein bisschen was verbraten, hat dann irgendwie noch 110 oder so übrig gehabt. Und einmal also habe ich Buben gehabt, gegen den reingekriegt, habe ich ihn aufgedoppelt. Und dann hat er wieder ein bisschen Geld verbrannt, hatte wieder $120 oder so. Habe ich Ass König, kriege ich rein gegen den Ass Dame, kommt die Dame. Da doppelte ich den schon wieder auf. Ich habe denselben Typen 4-mal aufgedoppelt und jedes Mal hatte der irgendwie so $120 vor sich. Ja, aber das war dann ein bisschen frustrierend, um ehrlich zu sein. Es ging nicht um die Summe wirklich, sondern eher darum, dass wir 4 Uhr morgens hatten und ich Break-Even war und dann doch so eine Pipi-Hand da verliere gegen den Typen. Dann habe ich mir noch
eine Hand aufgeschrieben hier. Da habe ich $100 am River, glaube ich, verbrannt. Nicht unbedingt verbrannt. Erstmal ins Auto aber. Und dann Hands and Bands. Hier noch schnell die Hand. Also Under the Gun Limit $5. Ich bin im Cut-Off Race Damen, schwarze Damen auf $20. Nur der Under the Gun Limper called. Und Flop kommt runter 7, 4, 2, 2 Herz. Er checkt, ich bette 20, er callt. Turn kommt eine 9 in Peak. Er checkt, ich bette 75. Einfach nur um irgendwelche Draws und Flush Draws und so weiter von denen Max chargen zu können. Also bette 75. Er raced auf 200. Ich call. River irgendeine Blank. Er checkt hier. Und da war ich ein bisschen confused. Locker hinterher checken können, aber ich dachte mir, Pocket Damen sind da einfach zu gut. Also habe ich nochmal $100 gewettet da. Einfach nur mal ein bisschen Geld rauszuholen von schwächeren Händen. Und er hat 9-7 off gehabt in der Hand. Also die haben wir auch verloren. Jetzt könnt ihr mir mal sagen, ob ihr River da gebettet hättet, nochmal 100. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, 100 zu betten. Fand die Bet eigentlich ganz okay. Aber ja, leider doch verloren. Also wir haben jetzt 5:24 Uhr, Leute. Ich hoffe, dass ich noch mal ein bisschen Schlaf bekomme heute, damit ich heute Abend noch mal Donnerstag zum Grinden, zum Aria kommen kann. Donnerstags habe ich so gut wie gar keine Minus-Session, ist so mein Lieblingstag eigentlich. Donnerstags und Sonntags. Aber ja, Schlaf ist auch wichtig. Ich sehe zu, dass ich mich ein bisschen erhole und dann machen wir noch mal Grind morgen. Also heute, denn wir wollen ja eine Woche komplett durchgrinden und jeden Tag vloggen. Wenn ich das irgendwie gar nicht hinkriegen sollte, nicht fit genug sein sollte oder so, dann bleibe ich morgen eventuell zu Hause, spielen wir online. Aber gucken wir dann morgen, beziehungsweise gleich. Jetzt erstmal ab nach Hause. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.